Merci, Herr Präsident. Ja, wie gesagt, am Kader von der ersten Edition von den International Climate Finance Days, die von dem Umweltminister des Jahr zu Lützeburg organisiert wurden und die einen immens großen Erfolg kannt haben, kommen zu einer wichtigen Annonce, nämlich dass Lützeburg die sogenannten Tropical Forest Forever Facility unterstützen, an der auch beitreten. Geht bei dieser Initiative einen internationalen Finanzierungsmechanismus, den durchaus für die Rebisch zu erhalten und zu schützen, an dem die Länder, die diesen auf ihrem Territorium haben, finanziell in der Dämm gegraft kriegen. Außerdem wird auch annonciert, dass als Landwirt diesen Investmentfonds von diesem Finanzierungsmechanismus zu Lützeburg domizilieren. In dem Kontext finde ich folgende Fragen an den Herrn Finanzminister, wie erstens funktioniert diese Tropical Forest Forever Facility, zweitens, welche Opportunitäten entstehen für unseren Finanzplatz, wenn dieser Fonds für die Erhaltung vom Rehbusch sich heute zu Lützeburg näher löst, und drittens, wie steht es mit dem Green and Sustainable Finance Deal von unserem Finanzplatz? Ich sage vielmals merci für die Antwort. Merci, Herr Bauer. Das Wort hat Herr Finanzminister. Merci, Herr Präsident, und merci auch dem Herrn Bauer für das Froh. Der Klimawandel kennt keine Grenzen und dafür darf auch der Klimaschutz keine Grenzen kennen. Und dafür muss man weiter an den Klima- und an den Umweltschutz investieren, wobei wir wissen, dass öffentliche Gelder allein nicht durchgehen. Mit Suen können helfen, Privatsuen zu mobilisieren. Und dafür ist eine zentrale Rolle beim Klimaschutz vor allem dem tropischen Busch zu gut. Hier wird CO2 gespeichert, hier wird Wasserkreislauf reguliert und hier wird Datenvielfalt geschützt. Dafür bleibt es wichtig, dass auch Lützeburg sich und Initiativen wie den Tropical Forest Initiative beteiligt, eine Initiative, die auf COP30 in Brasilien zurückgeht. Aber wahrscheinlich die größte global tropische Buschschutzinitiative weltweit, die es je gab. Im Wert geht es also konkret, mit dieser Initiative besteht es sich eigentlich aus zwei Teilen. Nächsten Teil, den Tropical Forest Investment Fund, für den Sponsorländer schon haut 6,7 Milliarden US-Dollar zugesucht haben, mit dem Ziel, insgesamt auf 125 Milliarden US-Dollar zu mobilisieren. Also öffentlich plus privat. Lützeburg investiert hier 50 Millionen Euro über 5 Jahre. Die Wirtschaft suchen aus diesem Fonds fließen dann an den Tropical Forest Forever Facility gehen dann darüber Länder mit tropischen Büschern verdeelt. Für eine mehr nachhaltige Verwaltung von diesen Büschern. Was sind da Opportunitäten, die für als Finanzplatz, das ist das, was gefragt wird, entstehen. Der Sitz vom ersten Fonds, dem Tropical Forest Investment Fund, der kommt auf Lützeburg. Das tun wir gekriegt und dafür sind wir hilfreich. Ein gut Sache ist das für den Tropenbusch, aber auch für das Land an als Platz. Als globalen Zentrum für nachhaltige Finanzen. Wir konnten als gegen London, als Singapur, also nicht Lichtgewichter, durchsetzen. Wenn wir auch für allem die Expertise am Niveau von den Fonds, auch von unserer Fondsindustrie zu Lützeburg schon, dafür wollten wir uns auch aktiv implizieren, dokumentieren, wir können das. Am Lützeburg Green Exchange von unserer Bourse also, da sind 42% von den weltweit nachhaltigen Obligationen, das wisst der Herr Bauer, sind die auch gelöscht, aber mit 31% von den sogenannten Publikumsfonds, die UCITS-Fonds zu Lützeburg, mit einer nachhaltigen Investitionsstrategie. Ich komme ja nur noch ein Kehr an der Question élargie von Herrn Bauer, dort Robert Zrick. Wenn das Tropical Forest the Forever Facility in Erfolg geht, an Drog leben, echt gelebt die Regierung, dann ist das auch eine Art Blaupause für ähnliche Initiativen, zum Beispiel für den Schutz von Ozeanen oder den Kampf gegen Verwüstung, die sogenannten Blue Finance. Wir schaffen auf alle Fall weiter dran, als Finanzplatz nachhaltig auszubauen, trotz der aktuellen geopolitischen Situation, an denen Meinungen, die hier vertreten gehen, und das am Interesse von der globalen Umwelt, aber auch am wohlverstandenen Interesse von Land und Leid, selbstverständlich auch von der Zukunft von den nächsten Generationen. Und ich sage nicht vielmals merci für die Nachricht.